Trainingspartie ist absolviert und jetzt geht es um die Lust im zweiten Gruppenspiel. Die Mannschaften konnten sich also schon mal an den Wettbewerb gewöhnen und jetzt geht es heute um die weitere Standortbestimmung. Ja, auf alle Fälle, Tom, und beide Trainer hoffen natürlich auf einen starken und guten Auftritt ihres Teams. Beide Mannschaften brauchen einen Sieg in dieser wichtigen Phase und für den weiteren Verlauf ist das ganz besonders wichtig, dass man heute erfolgreich ist und ich denke, wir können uns auf eine richtig spannende Partie freuen. Ja, gucken Sie mal, das war ein Kopfball wie aus dem Lehrbuch. Und sie stürmen nach vorne. Wer da flanken? Mühelos fängt der Keeper diese Flanke ab. Ganz weiter Ball vom Keeper. Da war eine Portion Risiko mit drin, aber der Ball kommt an. So, in Ballbesitz sind sie, aber jetzt muss natürlich gleich der nächste Pass kommen. Das war für jeden ersichtlich hier im Stadion ein klares Foul und das muss die gelbe Karte geben. Ja, wenn Sie mich fragen, hat der Spieler da durchaus noch eine Portion Glück gehabt. Nur gelb für das Foul an einem Spieler, der überhaupt nicht in Ballbesitz war. Gelb, jetzt muss er aufpassen, das Spiel dauert noch ziemlich lange. Und es gibt ja kaum jemand, der den Ball so in den Strafraum... Also mit den Flanken bringen die den Torwart nicht aus der Ruhe. Ja, und der Keeper spielt den Ball weit übers Feld. Wieso an dieser Stelle ein Foul? Der Gegner war ja noch nicht mal in Ballbesitz. Ich wundere mich nur, dass es nicht noch die gelbe Karte gibt. Keine Verwarnung für den Spieler. Der Schiedsrichter hat wohl seine Kontaktlinsen vergessen. Und ab geht's in die andere Richtung. Gute Kopfballtechnik. Klasse Aktion. Schöner Kopfball. Und das sieht so leicht aus. So locker, wie der mit dem Ball umgeht. Freistoß, den muss er geben. Er war ja noch nicht mal am Ball. Ja, jetzt könnte sich was entwickeln. Und raus mit dem Ball aus der Gefahrenzone. Klare Sache, logisch. Freistoß. Ah, da hat die Verteidigung aber geschlafen. Freistoß. Ja, und was er damit bezwecken wollte, müssen wir ihn nach dem Schlusspfiff dann im Interview fragen. Klasse gespielt. Das war nicht einfach, auf die Distanz genau den eigenen Mann anzuvisieren. Hat nur, jetzt ist er ganz frei durch. Er trifft! Ein Tor mit absolutem Seltenheitswert. Klasse gemacht. Das war Konterfußball wie aus dem Lehrbuch. Unglaublich.
wie sie hier von der Defensive auf die Offensive blitzschnell umgeschaltet haben. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er die Möglichkeit nutzt, um zu flanken. Ja, das ist ja eine ganz lockere Angelegenheit hier für den Abwehrspieler. Und der Ball hat da weit gepasst und gut. Gut gemacht und das Ganze per Kopf. Und der lange Ball findet auch noch einen Mitspieler. Perfekt. Das war ein gutes Tackling, das war eine faire Aktion. Und das Dribbling stammt anscheinend aus dem Lehrbuch für den Fußballsport. Und vorerst ist die Gefahr gebannt. Und er köpft hier den Ball nach vorne. Ah, wunderbar gesehen. Klasse, wie er dazwischen geht. Sauberes Kopfballspiel. Nur raus damit. Ja, Zuschauer haben bislang erst einen Treffer gesehen. Spielstand also logischerweise 1:0 und damit geht es jetzt in die Halbzeitpause. Ein Spiel, das sich bis jetzt vor allem im Mittelfeld abspielt. Zu wenige Chancen, kaum packende Torszenen. Eigentlich kann es ja nur besser werden. So, es geht weiter mit der Partie hinein in den zweiten Durchgang. Ja, der hat das Talent, der hat die Technik. Er weiß, wie man es macht. So, der kann die Bälle in die Räume spielen. Diese Abwehr macht heute keiner was vor. Ja, und der Pfiff des Schiedsrichters erfolgt hier völlig zu Recht. Es gibt Freistoß. Ja, genau aus der Entfernung muss man natürlich Freistöße verhindern. Vielleicht gibt es gleich ein Tor. Ja, der Schuss geht genau in die Mauer. Ja, der Schiedsrichter entscheidet auf Eckball. Und jetzt müssen sich die Verteidiger erstmal um die Angreifer kümmern. Genau in die Arme des Torhüters. Weit nach vorne geschlagen. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen. Ja, was soll der Schiedsrichter da anderes machen, als die gelbe Karte zu zeigen? Der gefoulte Spieler war weit entfernt vom Ball. Also wenn das so weitergeht mit den gelben Karten, ich weiß nicht, ob das bis zum Ende nicht vielleicht sogar noch eine rote Karte gibt. Klasse Pass hinein in die Gefahrenzone. Ja, klasse Zuspiel. Und achten Sie mal drauf, der wird gleich flanken. Ja, und der Flankenball war ja viel zu dicht vors Tor gezogen. Überhaupt kein Problem für den Keeper. Ja, und da legt der Torhüter seine ganze Kraft in diesen Ball. Er behält die Übersicht und entscheidet sich genau für die richtige Anspielstation. Oh, das hat er klasse gemacht. Und das war schon toll, dieser Pass. Ja, knapp im Abseits. Und hier sieht man in der Wiederholung die Abseitsstellung nochmal ganz deutlich. Erste Auswechslung des Trainers in dieser Begegnung.
absolut spitze. Da macht ihm keiner was vor im Dribbling. Und sie stehen immer noch kompakt, sind nach wie vor konzentriert. Mit dem Kopf nach vorne gespielt. Ah, das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Also wie der sich den Ball da zurückholt. Respekt. Das wird eine Gelegenheit. Achtung jetzt. Boah, das war eine klare Abseitsstelle. Und wenn wir jetzt nochmal in die Wiederholung hineinschauen. Ja, korrekte Entscheidung. Ja, ich kann von meinem Kommentatorplatz aus sehen, liebe Zuschauer, dass sich da die Reservisten neben der Seitenlinie warm machen. Und es wird jetzt wohl zumindest eine Auswechslung geben. Schön mit dem Kopf. Ich glaube, da war keiner mehr dran. Abstoß. Und es kommen gleich zwei neue Akteure in die Begegnung. Und schon ist der Ball wieder im Spiel. Super Pass. Das ist ja unglaublich. So, jetzt wird's gefährlich. So, das war jetzt aber ein richtiger Befreiungsschlag. Wer soll gegen diese Abwehr ein Tor schießen? Also der Ball scheint ihm förmlich am Fuß zu kleben. Das ist unglaublich. Ja, schön, wie er ihm da den Ball abstibitzt. Ah, das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Ja, das hat er gut gemacht mit dem Kopfball. So wollen wir das sehen. Frühes Foul und Sie sehen es, der Schiedsrichter greift schon in die Tasche. Ja, und die Zuschauer sehen es genauso wie der Schiedsrichter. Die Aktion war gelbwürdig. Ja, langsam sollten Sie wirklich mal einen Gang runterschalten. Ein weiterer frischer Spieler auf dem Feld. Damit der zweite Wechsel heute. Ja, da muss er einen anderen Pass spielen. So ist das Ganze kein Problem für den Verteidiger. Ja, schöner hoher Ball. Ja, Fehlpass. Ja, jetzt noch nichts. Aber auch gar nichts entschieden. Aber schauen wir auf die Uhr. Es ist nicht mehr allzu lange zu spielen. Querpass auf den Mitspieler. Ja, da haben sie sich den Ball gleich wieder zurückerobert. Über solch ein Zuspiel freut sich jeder Mitspieler. Ja, das war mal eine Gefahr. Jetzt ist es keine mehr. Der Ball ist geklärt. Klasse Zuspiel. Jetzt müsste er flanken. So eine Gelegenheit bekommt er heute nicht mehr. Ja, Achtung. Schauen wir uns nochmal an. Ja, war ein Elfmeter. Ja, Tom, das darf natürlich nicht passieren. Dumme Aktion. Jetzt können Sie Ihre Führung auch noch weiter ausbauen. Ja, und das ist natürlich bis hier und das Tribünendach zu spüren. Also viel genauer kannst du den Ball gar nicht mehr schießen. Das war ja eine ganz souveräne, eine sichere Vorstellung. Verdientermaßen geht diese Mannschaft deswegen als Sieger aus der Partie hervor.
So, Sebastian Hellmann hat hier gut analysiert und kommentiert und wir bedanken uns beide. Wir, das ist auch noch Tom Bayer, für Ihre Aufmerksamkeit daheim.